Am 23. Juni 2016 hat sich das britische Stimmvolk mit 52% für einen Austritt aus der Europäischen Union entschieden. That the dawn is breaking on an independent, united kingdom. Seither dominiert das Thema die britischen und internationalen Nachrichten. Mehr als 2 Jahre später ist immer noch keine Entscheidung gefallen, wie genau sich die EU und Großbritannien trennen wollen. Die Zeit rennt, denn am 29. März ist der definitive Austrittstermin. Zeit für Verhandlungen bleibt kaum noch. Eines der größten Probleme beim Brexit sind die sogenannten Multi-Party Negotiations. In diesem Podcast wollen wir kurz darauf eingehen, wer alles mitdiskutiert, wer welche Meinung vertritt und warum wir denken, dass deshalb die Brexit-Verhandlungen scheitern werden. Nun zum Problem mit den Multi-Party Negotiations. Zuerst schauen wir uns die Lage in Großbritannien an. Die Sitzverteilung im Parlament ist äußerst knapp. Die Conservatives der Premierministerin Theresa May regieren nur mit einer knappen Mehrheit. Ihre Pläne können bei Abstimmungen nur mit wenigen Stimmen abgelehnt werden. The ayes to the right, 326. The noes to the left, 290. So the ayes have it. The ayes have it. Unlock. Die Regierung kam nach den vorgezogenen Wahlen nur zustande, weil die Tories eine Koalition mit der Democratic Unionist Party eingegangen sind, eine konservative Kleinpartei aus Nordirland. Bei Fragen bezüglich der nordirisch-irischen Grenze ist höchste Vorsicht geboten, da sonst die Regierung in Gefahr ist. So, Mr. Speaker, on the protocol on Northern Ireland, I want to be very clear. We are absolutely committed to the avoidance of such a border. And we're equally committed to the avoidance of a hard border between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom. Die verschiedenen Parteien, die in Großbritannien mitregieren, haben alle andere Pläne, wie der Brexit umgesetzt werden soll. Vote to keep our economy strong and our future bright. Vote Conservative. Die regierende Partei der Conservatives ist für einen Austritt aus der EU. Sie bevorzugen einen Hard Brexit. EU-Bürgern, die in Großbritannien leben, können sie keinen Aufenthalt garantieren. Together, we will change this country for the better. For the many, not the few. For the many, not the few. For the many, not the few. Die Labour Party möchte grundsätzlich einen Soft Brexit, obwohl es auch einen starken Flügel gibt, der in der EU bleiben möchte. Sie wollen EU-Bürgern einen Aufenthalt gewähren. Sowohl die Green Party wie auch die Liberal Democrats sind für einen Verbleib in der EU, können sich aber mit einem Soft Brexit zufrieden geben. Beide wollen EU-Bürgern den Aufenthalt gewähren. Die Scottish National Party will bei einem Ausstieg aus der EU die Unabhängigkeitsfrage wieder neu diskutieren. At the end of the Brexit process, not now, but at the end of that process, I think Scotland should have a choice over our own future, because the alternative to that is that we have to accept Brexit no matter how damaging it is. Da sie in der EU verbleiben möchte. Sie will EU-Bürgern den Aufenthalt in Schottland gewährleisten. Die walisische Partei Plaid Cymru will aus der EU austreten, aber möchte einen Soft Brexit. Leads to an assessment by the Welsh Government that this increases the risk of a no deal. This would be catastrophic for Wales, as we say each time, and must be avoided. Für EU-Bürger in Wales wollen sie ebenfalls einen Aufenthalt gewährleisten. But there is a real and genuine threat. When ISIS say they want to flood our continent with 500,000 Islamic extremists, they mean it. And there is nothing in this document that will stop those people from coming. Die rechtsnationale Partei UKIP will aus der EU austreten, einen Hard Brexit, kein einziges EU-Gesetz übernehmen und wollen alle EU-Bürger, die nach dem 29. März 2017 eingewandert sind, ausweisen. This impending disaster for all concerned. I fear we face a direct threat to our civilization. Die Aufgabe von Theresa May ist es nun, diese verschiedenen Meinungen in einen Kompromiss zu vereinen und in Verhandlungen mit der EU zu treten. Aber auch innerhalb der EU bestehen verschiedene Ansichten, wie mit dem Austrittskandidaten Großbritannien umgegangen werden soll. Grundsätzlich sind sich alle Länder der EU einig, dass die Bürgerrechte ihrer Bürger gewahrt werden sollen und dass der Handel mit Großbritannien immer noch gesichert ist. Am besten mit so wenig Zöllen wie möglich.
Deutschland und Frankreich machen sich Sorgen, dass andere EU-Mitgliedstaaten Großbritannien nachziehen wollen und ebenfalls austreten wollen. Es dürfen aber keine Vorteile für Großbritannien entstehen. Gesetzt den Fall, wir machen für Großbritannien bei der Freizügigkeit der Personen eine Ausnahme. Dann würde dies bedeuten, dass wir Grundsätze des gesamten Binnenmarkts innerhalb der Europäischen Union in Gefahr bringen, weil alle anderen dann auch diese Ausnahmen haben wollten. Es darf kein Rosinenpicken passieren, wo Großbritannien trotz Austritt im Binnenmarkt bleibt. Gleichzeitig wollen sie aber trotzdem den Handel aufrechterhalten und am besten auf Zölle verzichten. Ein Widerspruch. For generations, the fishermen of Boulogne-sur-Mer have fished freely in UK waters under European Union rules. But fishermen worry it'll no longer be possible after Britain leaves the EU. We mainly fish in English waters at this time of year. So if that is taken away from us, life will be very hard. Frankreich und Spanien stehen vor geografischen Hürden mit Großbritannien. So machen sich zum Beispiel die französischen Fischer Sorgen um Fischergebiete im Ärmelkanal. Spanien sorgt sich um den Schutz des Überseegebietes Gibraltar. Wirtschaftlich schwache Länder wie Italien sorgen sich um den EU-Budgethaushalt und würden Großbritannien am liebsten in der EU behalten. Auch Schweden sorgt sich um das EU-Budget. Sie fordern aber von Großbritannien, dass sie ihre gesamten Schulden von 37 Milliarden Pfund zurückzahlen. Sie setzen den Fokus vor allem auf den Schutz der EU und wollen, dass Großbritannien die Konsequenzen des Brexit selber trägt. Ohne Großbritannien ist die militärische Stärke der EU deutlich geschwächt. Vor allem osteuropäische Länder fürchten sich vor dem Machteinfluss von Russland. Good morning, Dan. The pressure from Russia is growing. Large groups of pro-Russia troops surrounding Ukrainian bases, ordering their forces off of them so they can occupy them. The international warning to Russia to end its invasion is being ignored. Ungarn als EU-feindliches Land unterstützt das Recht von Großbritannien, die EU zu verlassen. Sie wollen aber trotzdem, dass Großbritannien alle Kosten des Austritts trägt. Der Chefverhandler Michel Barnier muss also all diese Interessen unter einen Hut bringen und mit Großbritannien verhandeln. Grundsätzlich ist die EU aber in einer passiveren Verhandlungssituation, denn sie will Großbritannien sicher nicht den roten Teppich ausrollen, um einen Soft Brexit abzuschließen. Everybody shared the view that while there are positive elements in the Chequers proposal, the suggested framework for economic cooperation will not work. Die EU hat auch rote Linien, die sie keinesfalls bereit ist zu übertreten. So muss die Außengrenze geschützt werden oder man muss im Binnenmarkt verbleiben. Wenn man aber im Binnenmarkt bleibt, müssen Personen, Güter und Finanzen frei zirkulieren können. Das Problem mit der ganzen Brexit-Verhandlungen ist nicht, dass sich Theresa May und Michel Barnier nicht einig sind, sondern beide müssen extrem viele Stakeholder berücksichtigen. So kann zum Beispiel die EU keineswegs auf die Grenze zwischen Irland und Nordirland verzichten. Großbritannien will aber genau das verhindern. Sämtliche EU-Staaten wollen weiterhin mit Großbritannien Handel ohne Zölle betreiben, aber fordern trotzdem, dass Großbritannien nicht im Binnenmarkt bleiben kann. Auch innerhalb von Großbritannien gibt es verschiedenste Meinungen, ob und wie man aus der EU austreten soll. Theresa May muss ihre fragile Regierung am Leben erhalten und muss darum einen Kompromiss finden, und auch Michel Barnier muss die Interessen von wirtschaftlich ganz unterschiedlichen gestellten Ländern vereinen. Beide Parteien haben aufgrund der verschiedenen involvierten Partner rote Linien, die sie nicht überschreiten wollen. Deshalb sind Diskussionen seit Monaten festgefahren und auch Kompromisse wie der Chequers-Deal wurden abgelehnt. Innerhalb Großbritannien werden aber auch Stimmen für ein zweites Referendum immer wie lauter und die Regierung May will mit allen Mitteln ein No-Deal-Szenario vermeiden, auch wenn dies bedeuten würde, den Brexit um ein weiteres Jahr zu verschieben.
Schlussendlich wird es darauf ankommen, dass einer der beiden eine rote Linie übertritt. Die Frage wird sein, wird die EU oder Großbritannien bis am 29. März 2019 bereit dazu sein? Eine Podcast-Produktion von AAA Productions.